Guten Tag, dobar dan. Danas ćemo obraditi EPD, to jest ispit za Bečki univerzitet. Ukoliko želite da studirate na Bečkom univerzitetu, vi možete doći sa C1 sertifikatom ili da polažete EPD, specifični ispit koji je, da kažemo, karta za ulazak na Bečki univerzitet. Wir werden jetzt über diese Prüfung sprechen. Wir bearbeiten heute den ersten Teil, Nominalisierung. Najveći deo ovog pričanja i ovog videa bit će na nemačkom jeziku, zato što se podrazumeva da ljudi koji idu na Bečki univerzitet već znaju određene i koji polažu EPD već znaju kako ispit funkcioniše, to jest znaju nemački jezik na jednom visokom nivou. Tako da ćemo vidjeti kako funkcioniše Nominalisierung. Nominalisierung je pretvaranje glagola u imenice, also wir verwandeln oder umwandeln Verben in Nomen und manchmal Nomen in Verben. Also wir müssen wissen, wie wir Nomen in Verben verwandeln und wie wir Verben in Nomen verwandeln. Jetzt werden wir uns anschauen, wie das funktioniert. Wir haben hier Beispiel Nummer 1. Also Beispiel. Laut Berichten von Experten ist in unserer Gesellschaft ein auffälliger Wandel der Arbeitswelt zu beobachten. Wie Experten berichten. Also wir haben hier das Nomen berichten, also die Berichte. Und wir haben wie Experten berichten. Also wir haben hier zwei Formen. Die erste ist laut und die zweite ist berichten. Hier ist nur die Verbform und Nomenform sind hier komplett gleich. Das passiert manchmal. Zum Beispiel wir essen und das essen. Znači glagol i imenica mogu ponekad biti isti, ali da kažemo da s većinom nisu isti. Postoje razlike između glagolske i imeničke forme neke reči, kao u sljedećem primjeru. Durch den Einsatz neuer Technologien sind grundlegend neue Arbeitsbedingungen entstanden. Grundlegend neue Arbeitsbedingungen sind dadurch entstanden, dass neue Technologien eingesetzt worden sind. Das ist eine Passivform. Passiv ist sehr wichtig und wir müssen wissen, wie passiv gebildet wird. Moramo znati kako se pravi pasiv, jer je pasiv jedna forma koja se izuzetno mnogo upotrebljava na B2 i C1 nivou. Pa ćemo baciti kratko pogled na pasiv. So, wir werfen jetzt einen kurzen Blick auf den Passiv. Wir haben hier zwei Formen. Die erste ist Vorgangspassiv, die zweite ist Zustandspassiv. Ich empfehle euch, immer Vorgangspassiv zu benutzen. Preporučujem vam da koristite Vorgangspassiv, a manje Zustandspassiv. U suštini jedna i druga forma su prihvatljive, ali stilistički gledano je Vorgangspassiv bolji. Also Vorgangspassiv ist einfach stilistisch besser als Zustandspassiv. Aber beide Formen sind korrekt. Wir werden diese Formen später erforschen. Also wir werden uns mehr mit diesen Formen später befassen. Bavit ćemo se ovim formama pasiva u nekoj drugoj lekciji. Aber ihr solltet wissen, dass Passiv sehr wichtig für C1 und B2 ist. Dann haben wir Nummer 2. Auch neue Arbeitsmodelle haben sich wegen der sich verändernden Lebensumstände und Bedürfnisse entwickelt. Und wir haben hier wegen. Und die gute Form von wegen ist weil. Also nicht die gute Form, aber die Konjunktion. Wegen ist eine Genitivpräposition. Und Genitivpräpositionen sind sehr wichtig für C1. Aber sie können oft mit Konjunktionen und Subjunktionen ersetzt werden, wie in diesem Beispiel. Auch neue Arbeitsmodelle haben sich entwickelt, weil Lebensumstände und Bedürfnisse sich veränderten. Hier haben wir wegen und weil. Weil ist auch, wie soll ich sagen, eine
Konjunktionsform von wegen. Und wegen ist eine Genitiverposition. Und wir haben hier verändernden, und das ist Partizip 1. Aber hier benutzt man es wie ein Adjektiv. Und Adjektive können oft auch in Verben umgewandelt werden. Znači, ne samo da glagoli mogu da se pretvore u imenice, imenicu glagoli, nego mogu i pridevi se pretvore u glagole. Pre svega u slučajima kao čovjek, brzo trčeći čovjek. Zum Beispiel ein schnell laufender Mann ist ein Mann, der schnell läuft. Also schnell laufender ist ein Mann, der schnell läuft. Also wir haben hier eine Partizip 1 Form als ein Adjektiv und wir haben eine Verbform. Znači, pridevi mogu da se pretvore u glagole. Kao u ovom slučaju. Und wir haben hier Genitivprepositionen und Konjunktionen. Moramo obratiti pažnju da možemo genitiv prepozicije da koristimo često umjesto konjunkcija i konjunkcije umjesto genitiva. Naravno, moramo da pretvorimo glagol u imenicu i imenicu u glagol. Wir müssen einfach Verben in Nomen verwandeln und Nomen in Verben, wie in diesem Beispiel. Nach dem Essen wusch er sich die Hände. Nachdem er gegessen hatte, wusch er sich die Hände. Wir haben hier Essen und gegessen. Nomen, das Essen und die Verbform gegessen. Und wir haben hier nach plus Dativ, wie soll ich sagen, eine Präposition, hier in diesem Fall mit einem Dativ, aber auch nachdem. Znači imamo prepoziciju u ovom slučaju sa dativom koja često može biti zamenjena sa konjunkcijom. Znači imamo genitiv prepozicije i te dativ. U suštini moramo znati prepozicije i moramo znati njihov ekvivalent u konjunkciji. Dann haben wir vor und bevor. Vor dem Essen deckte er den Tisch, bevor er aß oder ehe er aß. Znači imamo for koji se pretvara u before. Svi ovi primjeri funkcionišu na taj način da se prepozicija, to je predlog, pretvori u konjunkciju ili subjunkciju, znači u veznik, a imenica ili u glagol, a glagol u imenicu. Essen, essen, regens, geregnet. Versteht ihr? Super. Und das sind noch ein paar Beispiele. I ovdje imamo još neke primjere, kao wegen i weil. Wegen des schlechten Essens, weil das Essen schlecht war. Mislim, moramo ponekad improvizovati, ali često glagol se pretvara u imenicu, imenicu u glagol i prepozicija u neki njen ekvivalent u formi konjunkcije, u formi veznika. Wir müssen auch achten, dass es niemals komplett präzise ist. Es ist nicht wie das Essen. Es gibt Improvisationen auf EPD. Može malo da se improvizuje, ne očekuje se baš ono da bude isto kao u odgovor, aber es muss einfach richtig sein. Was die genaue richtige Antwort ist, kann man nicht genau sagen. Znači nikada nema tačno i samo jedan tačan odgovor, ali moramo ispoštovati gramatička pravila. Koliko ih ispoštujemo, položit ćemo EPD. Dann gehen wir weiter. Und wir haben hier Nummer 3. Arbeitsformen wie Telearbeit oder flexible Arbeitszeiten sollen vor allem Frauen mit Kindern die Ausübung ihres Berufs ermöglichen. Und wir haben hier ihren Beruf auszuüben. Das ist eine Infinitivkonstruktion. Infinitivsätze können auch benutzt werden. Znači možemo koristiti i infinitivne rečenice. Idemo po 4. Znači imamo nach einer langen Ausbildung, što znači nachdem sie sich lang ausgebildet haben. Ili lange. U suštini imamo nach koji se pretvara u nachdem i imamo Ausbildung koji se pretvorila u glagol ausgebildet. Also wir haben die Nomenform, die sich in eine Verbform verwandelt hat und das bringt uns einfach zu dieser richtigen Antwort. Und dann haben wir trotz, und trotz, wie wir gesehen haben, geht in obwohl. Znači trotz se pretvara u obwohl. Samo da vidimo. Znači moramo da obratimo pažnju na takve stvari. Trotz ide u obwohl, trotz je u suštini Genitivpreposition, trotz ist eine Genitivpräposition und obwohl ist eine
Subjunktion, Wesentlich. Okay, dann gehen wir hier und schauen uns kurz die Infinitivkonstruktionen an. Wir haben das und du. Wir können also das Sätze in Infinitivsätze umwandeln und wir müssen diese Sätze wissen, damit wir die prüfung bestehen. Znači moramo znati kako se grade infinitivne konstrukcije, kako bismo položili ovaj ispit. Es ist sehr wichtig, ohne diese Infinitivkonstruktionen können wir nicht die Prüfung bestehen. Wir gehen dann weiter und schauen uns kurz die Nominalisierung und Verbalisierung der Verben. Das sind mehr oder weniger eine gute Anzahl von Verben und ihre Nomenformen. Znači imamo glagole i njihove imeničke forme koji se pretvaraju. Znači imamo, kao kod nas, konstruisati konstrukcija, izgraditi građevina, obraditi obrada. Das haben wir auch in der deutschen Sprache. Die Nominalisierungsform ist sehr wichtig, weil diese formell klingt. Nomen klingen besser. Wenn man einfach zum Beispiel sagt, die Adoption statt adoptieren, klingt man bürokratischer und akademischer, statt zu sagen, die Adoption, wir haben das Kind adoptiert, kann man sagen, unsere Adoption des Minderjährigen. Also man versucht einfach komplexere Wörter zu finden, statt normaler Wörter. Also wir haben hier Nomenformen und Nomenformen. Nominalisierungsformen sind besser für C1 als Verbalformen. Benutzt Nomen. Koristite imenice, imeničke konstrukcije su mnogo dobre i doneće vam puno poena. Sie erbringen viele Punkte. Das sind noch ein paar Formen. Und wir haben hier auch. Und ich hoffe, dass wir jetzt gelernt haben, wie wir diese prüfung bestehen können. Nadam se sam vam pomogao kako možete otprilike da položite ovaj deo. Also das ist nur ein Teil der EPD-Prüfung. Wir machen auch andere Teile der EPD-Prüfung, aber ich hoffe, dass ich euch geholfen habe. Nadam se sam vam pomogao da položite barem ovaj deo, to jest Nominalisierung i Verbalisierung. Ich hoffe, dass ich euch geholfen habe. Auf Wiedersehen. Tschüssi.